Es geht weiter, stets heiter zur Pokémon-Legenden-CA. Und ja, ihr seht schon, ich bin zurück hier im Statusmenü meinen Pokémon. In dem Fall gerade bei Stalobor, weil irgendwie, ich bin noch nicht so zufrieden mit unseren Teams und so mit den Attacken, allem drum und dran. Da fehlt noch ein bisschen der Feinschliff gefühlt und ja gut, wir sind mitten in der Story, klar, aber trotzdem. Es ist einfach so, ja, so ein Gedanke, so eine kleine Unzufriedenheit und ein bisschen überlegt, hier zum Beispiel Stalobor. Ob er zum Beispiel einen Eisenschädel rausnehmen, so ein Gift-Tipp dafür nehmen soll. Warum? Ich meine, klar, Stalobor ist ja Stahl-Pokémon, mit Eisenschädel hätte ich Stab drauf, wäre eigentlich schon cool. Andererseits ist es so zum Beispiel Stahlattacken bei, also gegen Gesteins, Eis und, Moment, das hat er gerade noch. Feenatur, Entschuldigung. Bei den drei natürlich effektiv wären. Aber dadurch, dass ich bereits Boden- und Steinhagel habe, denke ich das eigentlich ab bis auf den Feen-Typ. Und mit Gift-Typ kann ich halt gegen Fee und gegen Gift, gegen Fee und Pflanzen was ausrichten. Jetzt kann natürlich sagen, warum nehme ich den Steinhagel nicht raus, ne, und pack dafür Gift-Typ drauf. Ja, dann habe ich aber einen ganz anderen Vorteil mit Steinhagel wie gegen Vogel-Pokémon, also Flug-Pokémon logischerweise. Gegen Feuer-Pokémon sollte ich dann auch nicht, ne, also, ja, ist halt so ein Hin und Her. Abwägen, ihr könnt auch Kreuzschere nehmen mit Käfer, dann zumindest was gegen Pflanzen. Ja, man könnte vieles machen, ne? Probieren es einfach mal. Ansonsten noch mit dem Team geguckt und so. Ich glaube, Pandago könnte bald mal weg. Uhafne vielleicht auch. Ne, Uhafne natürlich nicht. Ich habe ein bisschen geguckt wegen den Wesen und Pokémon, ne? Meganien jetzt das mäßige Wesen. Okay, also doch die Minze, die mäßige mit Minze. Das kann man so lassen. Genau, bei Turtram mal ein bisschen rumprobiert und mal eine ruhige Dinge geben. So mal gucken. Wert, weil ich habe mir irgendwie überlegt, ob vielleicht Meganie eher ein Ding machen soll. So ein, kann ich es gerade sagen? Komm schon. Nicht ein Sweeper, sondern halt eher so einen... Moment. Deswegen, ne? Aber eigentlich müsste bei Meganie eine Spezialverteidigung höher sein, ne? Also man quasi Meganie einen Sweeper macht. Nicht Sweeper, Quatsch, ein Tank natürlich, Entschuldigung. Turtok genauso, aber halt eher auf der... Also bei Turtok eher auf der Verteidigungsebene. Megane eher spezieller Verteidigungsebene. Natürlich mit dem Fokus, dass halt der Angriff runtergehen würde, ne? Der Spezialangriff hoch. Muss man noch ein bisschen rausfinden, was dann das Richtige ist, ne? Bei Duranga ist mir nämlich aufgefallen, weil er hat ein hartes Wesen aktuell, ne? Und ja, man getestet von wegen, ja warte mal, wenn ich hier angreife, also wenn Duranga in den Angriffsmodus geht quasi, dann wechseln ja seine Werte, ne? Dann wird der Angriff höher und die Verteidigung dafür niedriger. Was wäre, wenn ich jetzt bei ihm das Wesen ändern würde, zum Beispiel sage, hey, Verteidigung hoch und dafür Spezialangriff runter, dann wird es ja auch wieder getauscht, ne? Aber das funktioniert so nicht, ne? Also ich habe jetzt aktuell mit Durengard mit dem harten Wesen, hat er, wenn ich ihn nachher halt angriffsmäßig hier switche, hat er tatsächlich mehr Power. Also wenn ich so belasse, wie es jetzt ist. Es ist verrückt, ne? Die kleinen Feinheiten, ne? So, wir machen es gleich weiter, ohne groß hier, oh, warte mal, jetzt eine Belohnungsliste. Wenn Wesen so gleich noch ändern, kann er sagen, er will trotzdem ein bisschen Progress haben. Kann eins mit der Pokémon gerade Matschbombe lernen. Weil ich will bei Megane tatsächlich noch ein bisschen das Moveset ändern. Da ich da ein paar interessante Dinge gelernt habe. Matschbombe. Pandago, ja klar, die Pandago, die Matschbombe, mhm. Beste Idee ever. Junge, Junge. Warte mal, hier geht's gar nicht, ne? Boxen. Quatschutsu kann es bestimmt, Matschbombe, nur gegen den Fee-Pokémon wäre so eine Idee, ne? Ja, Wasserschurke Nachtipp Delegator mal gedacht, können wir mal testen, ne? Ob das so funktioniert. Ich habe ein bisschen Attacken umgestellt hier und da zum Testen. Mein Pandago war natürlich auch ein Gift-Typ, ne? Natürlich eine Kampfattacke. Die beiden Kombination ist schon cool. Oder irgendwie auch Stalobor, aber mit Lucario zusammen. Ja, Aurasphäre. Weiß ich nicht. Es ist schwierig auszubalancieren, was ich jetzt hier für ein gutes Team haben, welches nicht. Tatsächlich. Der Hundemon kann sich auch Matschbombe lernen. Picanto kann es garantiert auch. Obwohl, vielleicht erst später.
Ja, da hatten wir schon, dass es noch zu früh ist für dich. So, natürlich wieder switchen. Dann, was wollte ich gerade noch anderes machen, bevor wir gerade richtig loslegen? Wesen gucken. Ah, ne, warte mal, stimmt. Also, Minze natürlich auch, ne? Habe ich hier Minze, hier Minze, Locke Minze. Ah, der hier. Ruhig Minze. Ne, die Lastminze bringt sowieso nichts. Ich würde bei Turtok aber doch gerne mal einen Versuch wagen, ihn eher defensiver zu machen. Das ist schwierig, weil... Wisst ihr, mir geht es eher darum zu sagen, wenn ich jetzt irgendwie alle hier auf mäßig mache oder hart, das ist doch irgendwie langweilig. Ja, hier halt hart. Pandago muss ich noch ändern auf hart, weil macht also gar keinen Sinn. Uhafni ist halt verflucht schnell. Das muss aber so sein. Phoenix ist eigentlich ein guter Sweeper von dem her. Genau, Attack wollte noch anpassen. Ich glaube, bei Phoenix ist gut. Turtok auch. Ich glaube, die Lichtkanone könnte man was anderes machen. Hydropumpe kann ich jetzt hier im Playthrough schon machen. Online im Ranked ist halt doof tatsächlich. Da muss ich was anderes reinpacken. Mir fehlen eh noch ein paar gute Attacken. Dafür, bei Meganie, muss es Larstrahl rein. Jetzt muss ich kurz schauen. Zauberschein war natürlich, will ich behalten. Weil ich habe irgendwie, also wurde mir gesagt, dass wenn Meganie mega entwickelt, kannst du den Solarstrahl sofort abfeuern. Warum auch immer, verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Wird ja auch nirgendwo erwähnt, aber ist natürlich cool, wenn das geht. So, und das ist natürlich das eine seiner, die beiden Attacken raus muss, weil die Gigasauger schon gerne behalten. Die Frage, im Prinzip spielt es keine große Rolle, ob ich jetzt Lichtschwert oder Reflektor nehme. Hier. Ja, versuche es mal kurz so. Ist mal mega gefüllt. Jo, ist er. Also, wir können gleich mal reingehen und gucken, ne? Obwohl, da sind mir ein bisschen zu viele Käfer, da... Ja, da muss ich mit dem Phoenix rein. Nein, ich würde... Hallo, ich wollte gerade einsetzen. Oh, der ist schon down. Nein, nicht alle, so ein paar sind down. Das ging jetzt unerwarteterweise sehr schnell. Wieso ging es plötzlich halt? Was ist denn da gerade passiert? Was haben wir da für ein lustiges Pokémon? Was kann ich mir, was das überhaupt für ein Typ ist? Das ist mein Typ so nicht, aber... ist nur so eine Frage. Ja, komm. Three of a kind! Das ging irgendwie sehr schnell. Natürlich genau in dem Moment muss das passieren. So, jetzt aber. Ah, so hat's funktioniert. Das ist natürlich auch 52, ne? Tja. Das ist schon leicht doof. Ja. Doof, was? Eine dringende Zahlung funktioniert.
Scheiß Viecher, ey. Da kann die Turtugin einfach einfrieren. Ups, falsche Attacke. Ah, es immer so lange dauert, um Pokémon zurückzuholen. Ist das nervig, ey. So, das wollte auch nichts anderes. Haha. Hier ist schon dasselbe. Okay, das war irgendwie. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Puh. So, gehen wir uns noch Mega Biber. Jetzt eigentlich alle Pokémon hier. Kannst gar nicht analysieren oder was? Das andere ist weg, ne? Scheiße. Hä? Was bist du jetzt draufgegangen, Kumpel? Kannst du das verstehen? So, komm, es wird zu doof. Was für ein Scheiß, ey. Ja, das lief jetzt nicht ganz so, wie ich wollte. Eigentlich wollte der Carpentera kurz einfach anvisieren und sagen, jo, ist alles cool, aber offenbar wollte das Vieh nicht so, ne? Nö, passt schon. Ja, ist doof, warte mal, muss ich kurz zusammen warten, weil ich will es respawnen lassen. Also wir uns noch um Mega Ampharos und Dingsbums Mega Flunkiger kümmern. Ey. Da haben wir jetzt auch schon richtig Bock drauf. So, dann nochmal kurz hier hin. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Na, geht schon wieder los. Heilen sollte man vielleicht trotzdem noch.
Oh, jetzt die gemeine Hydropumpe. Wir sind ja gemein, keine Ahnung. Ja, ist nicht immer Turtok. Vielleicht hier storybedingt und doch mal noch auf einen anderen Werk gehen. Also sprich, doch mäßig machen, mit der Spezialangriff höher geht. Gut, der war jetzt schon zu früh. Wisst ihr was? Jetzt reicht's mir! Der Mann ist fies 52, ne? Was wartet ihr? Aber es funktioniert mit Megane, ne? Das haben wir jetzt gesehen, es funktioniert. Ernsthaft? Drecksviech. Erst ein ganzes Team platt machen und einfach abhauen, ne? So haben wir es gerne. So, ja, ich habe ja noch ein bisschen sortiert zum Teil. Natürlich hier die am richtigen Ort haben, ne? Das sind ja Elite-Dinge, kann ja auch eine Elite-Box. Ja, ich weiß, ich schon wieder eins. Neue Teammitglieder mal aussuchen, ne? Dann kriegen wir mal Skill aber noch im Team haben und so. Erstmal sind sie anvisiert werden. So. Hat geklappt. Mein Ziel ist erfüllt. Wir können gehen. Nee, können wir nicht. Wah! Greif doch sie mal an, wieso immer mich? Okay, bin raus. Themen sind praktisch, da natürlich vollkommen recht. Schauen wir mal kurz unser Ding an. Wir haben 15 Wildsektoren, alle 15 gemacht. Perfekt. Schaufler als TM, okay. Irgendwie schon, ne? So, dann will ich noch ein paar Münzen holen, haben wir gerade gesagt. Und die ganze Eva-Verteilerei bei den Pokémon wäre natürlich auch mal eine Option. Was wir aber als erstes mal machen wollen würden, weil unsere Pokémon Level 50 erreicht haben, ist gucken, ob wir eigentlich die Kronkong schon einsetzen können. Nächstes Beispiel hatte schon 50, würde es aber gerne bei Megane machen. Deswegen. Warte mal, dann machen wir einfach mal ganz kurz. Auf die Schnelle immer heller. Okay, Megane Lerner hat neue Attacken. Oha. Warte mal, ich will nur ein Level up haben, irgendwie alle einsetzen, mein Gott. So. Das passt doch. Jetzt haben wir eine neue Attacke gelernt. Laubklinge war es wohl eher weniger. Hä? Gigasage bereits erlernt. Eine Busattacke war es jetzt nicht. Hä? Laubklinge hat es doch vorhin schon, oder täusche ich mich jetzt? Hat den Solarstrahl als Themen beigebracht? Bin grad so verwirrt. Hm. Ne, wird schon passen, ne? Genau. Wo war jetzt das? Irgendwo hier in der Nähe, ne? Ne, bin gerade falsch, obwohl es hier relativ gut aussieht. Hier oben war's. Ich hoffe, sie merkt hier nicht irgendwie angezeigt werden, dass du das selber markieren kannst.
Zone Rouge. So. Genau, hier sind die doch. Perfekt. Ein paar Münzen für uns. Genau, Beeren gibt es natürlich auch, das ist klar. Minze, frische Minze. Ja, doch relativ teuer, ne? Aber genug Kohle momentan dabei. Dass wir was verkaufen sollen, ne? Die Beeren um EV zu verlernen, ne? Nee, passt auch, danke. Mann, wo ist jetzt hier... Wo ist denn die Hartminze? Ah, hier. Warte eigentlich... Moment. Wie war denn das hier schon wieder? Quatschutsu. Ist noch nicht optimal, aber geht. Bei Gardevoir natürlich scheißes Wesen. Karre ist eigentlich relativ gut, ne? Schalabor sowieso. Ja, bei Quatschutsu. Die Frage auf Speed zu gehen, ne? Bei Gardevoir natürlich sowieso ein scheiß Wesen, von dem her. Da war noch mal ein mäßiges. Das war... Was bei ihr? Ja, okay. So. Schon 3 Laschminzen, ey. Dann mal schauen, ob das verändert. Ja. Turtok schon ein bisschen hoch. Was ich interessant finde, ist, dass Megane einen höheren Verteidigungswert der Spezialverteidigung hat und bei Turtok umgekehrt. Eigentlich müsste es genau bei beiden umgekehrt sein. Also Megane müsste Spezialverteidigung höher sein und bei Turtok halt die Verteidigung höher. Aber gut, sei es drum. 171er physischer Angriff, das ist natürlich Bombe. Touren gerade zum Angriffsmodus auch tatsächlich. Dann Uhafnir, genau, geht auf Speed, das passt auch. Wie gesagt, hier, ja, da mal ein bisschen anders machen, ne? Genau, so, und dann... Eine mäßige Minze. Ja, ich will wieder mal ein bisschen mehr einsetzen, ne? Die Pokémon hier auch. 150 Angriff, Spezialangriff, auch nice. Nächstes halt auch verdammt schnell, ne? Das macht schon was aus. Ich kann es halt meckern jetzt. Warte mal, das haben wir ja Kommentare, da war ein normaler. Und die Kürbisse hier, da passt natürlich auch. Irgendwann kann man einen Rollum noch rumliegen oder so. Oder auch nicht. Naja. Ging ja wohl um den Pokédex. So. 2 Sidequests da oben. Ja, aber wir holen uns erst mal neues Meganin-Pokémon, ne? Ja, mal mit Lavitan, ne? Das muss irgendwo auf dem Dach oben sein, was er nicht sehen konnte. Mega Ampharos, ne? Elektro-Drache. Heißt für uns, ich komme gar nicht darum hin, dass mein Team natürlich anpassen muss. Ist klar, Meganie kann und muss mit, weil Elektro-Drache ist cool. Bei Pflanzenfee. Turtok, tut mir leid, Kumpel, du musst erstmal raus. Weil das bringt gar nichts, sich da mitzunehmen. Elektro-Drache, Uhafnir, sorry, Junge, bei dir ist gerade auch doof, sag ich jetzt mal. Tja, Lucario. Hat natürlich ein IC, Patronenhieb, Turbo-Tempo, es ist also fix. Da ist schon mal gut. Natürlich muss Stalober mit. Wenn man als Bodenattacken drauf hat. Phenixis. Ja, wenn man eine Feenattacke ausrüsten würde, würde es auch eher gehen. Quatschutsu macht nicht wirklich Sinn. Gardevoir natürlich als Feen-Pokémon auch. Kann es ja noch boosten.
Weil mit Gardevoir ins Rennen, ne? Hat eine hohe Spezialverteidigung. Ampharos wird vermutlich eher speziell angreifen, schätze jetzt mal. Daneben noch Stallabor in der Rückhand. Ja, tut er eher mit dem Schutzschild, aber. Ich glaube, es geht auch so. Nochmal Durengard im Petto. Das kommt gut, keine Sorge. So, jetzt kann ich natürlich noch ein paar Bonbons geben. So, auch 48, sehr gut. Attacke als Boost-Variante. Und ja, ich glaube, damit Gedankengut fahre ich sicher nicht schlecht. Jetzt habe ich gesagt, von wegen Meganie. Mit Reflektor und so, ne? Also, ich könnte noch was anderes gucken. Wir haben gerade gesehen, Solarstrahl ging relativ fix, ne? Bei Meganie. Ja, die Idee braucht viel länger für den Solarstrahl. Das ist natürlich so ein Punkt, da kommst du nie auf die Idee, dass das plötzlich als Meganie anders sein könnte. Was ist das gerade? Das ist natürlich schon gemegert. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch tatsächlich, aber gut. Wird schon gut gehen. Dann nochmal die Attacken prüfen. Nächstes habe ich gesagt, dann eher ein Zauberschaden statt ein Spukball. In der Konstellation halt. Durengard, dann lassen wir jetzt mal so. Dann würde ich bei Meganie verwalten. Solarstrahl lassen. Gigasauger. Ja, ist halt dann. Nee. Bringt nichts, ist Elektrodrache, da bringt man gar nichts. Also wenn schon, hätte ich Pauli einsetzen oder halt auf Lichtschild gehen. Ja, wer Bodyguard an der Variante? Dann greifen natürlich jetzt Meganie gar nicht an, außer mit Zauberschein. Naja, wird schon gut gehen. Irgendwie. Der Hohllief ist an, aber bewegt sich nicht. Hä? Was ist los? Siehst du die da drüben? Die glotzen uns voll an, oder? Ja, sehe ich. Was ist los, Gwyn? Wie hast du uns bemerkt? Hä? Hätte ich euch nicht bemerken sollen. Ach, sei still. Was Hilfe, oder? Woher weiß er das? Nimm mich in einem Kampf für Sieg, helfe dir weiter. Ignoriert die mich? Okay, ich kann noch kurz switchen, ja Gott sei Dank. Dann gehe ich mit... Oh, scheiße, natürlich. Ja, toll, jetzt werden Turtok wieder super. Gegen die Alte. Ich will jetzt gerade Quatschutze gerne mitnehmen, wisst ihr was? Mach auch noch kurz. Natürlich Mega-Ding nicht rausswitchen, das ist leider ein bisschen doof. Da kommen wir nächstes kurz raus. Durengard. Naja, das ist ein Feuerding, das machen wir sofort platt. Also wenn, wollte ich ihn wieder auf eine Bodenattacke. Die hat Stallabor, also passt schon. Ja doch. Nagas kann auch ein bisschen was machen. Also, machen wir mal los, ne? Zeit für die Rache, hä? Gewinn von der Faust gerechnet, wollte ich raus. Quatschutzu. Mal gucken, wie die Legato funktioniert. So, dazu.
Turtok! Ah, nicht schon wieder. Den Quatschutz ein bisschen viel Ärger gemacht tatsächlich. Da habe ich jetzt so nicht erwartet. Tschüss, Mann! Pumpkin! Gut, Jim Quatschutz ist natürlich ein bisschen under Level, ne? Schrecklich. Mega Skelebra! Ihr bin schnell! Ja, das muss ja so kommen. Turtok? Was die kann, können wir schon lange, ne? It's time for Mega Move! Und jetzt kommt hier Mega Turtok! Arrivederci! Oder Pumpe zwar ein bisschen langsam, aber Power. Oh yes. Die Gerechtigkeit. Ja, die war nicht bei dir. Du bist ja wirklich stark. Sorry, Canary, ich hätte dich gerne gerecht. Ernsthaft? Sei still. Ja, sie war wirklich dabei. Du hast blockiert, oder? Er ist verflucht. Da machst du was dagegen. Das war nur Spaß. Ich lach mich tot. Ich habe vergessen, dass Quatschutz noch so underlevelt ist, ne? Sonst hätte ich natürlich nicht reingenommen, also vorher noch trainiert. Skelebra? Los. Oh. Das Pokémon Parogani hat sich einen Streich erlaubt, tja. Okay, danke. Durcheinander, Bruder. Ja, diese Schwester ist nicht unbedingt besser. Ich liebe sie viel, viel mehr als du. Naja, ich kann deine Pokémon ja heilen. Ja, danke. Mach das. Ja, see you later, Alligator. Munagoras ist ein richtiger Powerhouse, ne? Muss ich zugeben, haben wir jetzt ein bisschen überrascht. Der Gesteinsdrache. Der hat ordentlich Power. So, Quatschutzu, tut mir leid dafür, ne? Ja, ich hätte dich besser vorbereiten müssen. Ein Valley Solly. Dann, Dunga dabei jetzt? Doch, ne? Genau. Natürlich nicht ganz sicher, wie stark das Vieh da ist. X6, warte mal, da macht überhaupt keinen Sinn, X6-Dinge hier einzusetzen, komm. Jetzt vielleicht eher. So, genau, hat ja auch Erdbeben drauf, ne? Also das passt dann soweit auch. Stahlbohr hat zwar Schlagbohrer, Schaufler-Werner-Variante. Gifttyp überlegt wegen. Nee, die anderen Move wird auch keinen Sinn machen. Das passt soweit, ne? Dann gehe ich mit Megani rein wegen Setten, ne? Reflektor und Lichtschild. Wie gesagt, eigentlich wird eins und beidem ausweichen, könnt ihr mit Giga, aber ich bin nicht ganz sicher, wie einfach was angreift, ne? Ob beides macht, deswegen lassen wir beides drin. So Last auf Mega Megani, das ist so krass, hätte ich nie im Leben gedacht, ey. Die habe ich schon, oder? Ja, okay. Was ist denn jetzt? Ach, da oben. Okay, warte mal.
So. Mach jetzt gerade einen Fehler. Schon irgendwie, ne? Wie kommen wir da hoch? Der Hololift war von da. Was die andere Richtung macht gar keinen Sinn. Ja, kommt da zwar hin, aber... Da ist eine Leiter. Wie komme ich denn da? Ich meine, ihr könnt es natürlich probieren. Roten Flug und so, aber ich dachte gerade irgendwie... Gibt es auch einen einigermaßen entspannteren Weg. Ein paar Flug-Pokémon. Haben wir immer gerade wieder an unser Shiny Taubs aus dem davon geflogen ist und ich trotzdem natürlich dann gespeichert statt vorher. Shadowball ist schon ein guter. Im Munagoras, ne, unser Gesteinsdrache ja auch. Schwierig. Kann man noch eine TM da hinten, also muss da sowieso hin. Also müssen. Wäre praktisch, ne? Ein Hyperball. Mhm. Giftspitzen. Ja. Why not? Das haben wir auch schon. Den mal ganz kurz, weil ich muss ja sowieso die Folge beenden. Und das können wir auch machen, indem wir den Kampf noch starten. Eine Forschungsaufgabe. Dankeschön. Ja, warte mal, ich wollte ja... Ja. Mit Megane starten. So. Ja, ein paar Megakristalle, sonst nichts Spezielles, ne? Also starten wir den Kampf. Das heißt, wir können nachher theoretisch auch unser eigenes Ampharos Mega entwickeln. Ja, okay, sie ist bereit, wie es aussieht. Okay, sind gar nichts. Ampharos nimmt nach der Mega-Entwicklung zu jetzt einen Typ Drache an. Also denken an die Wechselwirkungen zwischen den Typen. Danke für den Hinweis. Weil, muss nicht sein, ne? Aber hat es trotzdem gemacht. Finde ich cool. Deswegen natürlich Mega Megane auch cool, weil ja, als Fee bin ich natürlich resistent gegen Drachenattacken. Und hier kommt das Mega Ampharos. Ampharos ist einfach mal zum dreifachen Super Saiyan geworden und nimmt den Typ Drache an. Den merken wir uns. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal im Kampf gegen Ampharos und ich glaube, Nano Mega Flunky holen uns gleich auch noch. Tschüssi!